Die Briefe von der Lilli von Matthias Zesch. 3 Johr. 3 Johr bin ich jetzt schon tot und jetzt sind sie endlich dran, aufzuräumen, auszuräumen, fortzuschmeißen, es Haus zu verkaufen. Unser 4 Kinder. Die Frieda kriegt ja nix mehr mit, mein Freele. Die war ja schon dement, wie ich noch da war. Im Marienstift ist sie gut unter. Der Sepp hat sie gefunden. Die Briefe von der Lilli. Ich hätte sie doch schon vor ein paar Jahren verbrennen sollen. Gut ist, dass die Frieda nix mehr davon mitkriegt. Aber was werden die Kinder über ihren Vater denken? Jo, die sind jetzt halt auch alt genug und wissen, wie es im Leben zugeht. Aber manchmal möchte ich doch gern wissen, was aus der Lilli war ist. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ob ich sie auch daheim treffe? Ob sie vielleicht immer noch ab und zu der Frieda zu Besuch kommt, so wie früher? Wer weiß. Wahrscheinlich ist sie doch noch glücklich geworden mit dem Harald. Wer weiß. Aber die Briefe, was werden sie bloß denken? Ob sie überhaupt lesen werden? Aber ihre Handschrift war ja immer so schwungvoll. Und was er mir geschrieben hat, da wärm ich mich heut noch dran. Ah, da hab ich noch. Der Sepp hat sie mitgenommen, mit heim. Ich glaub, er wollte sie doch nicht einfach so im Altpapier fortschmeißen. Ob er vielleicht doch auch ein bisschen neugierig ist? Eigentlich geht ihn das Ganze ja überhaupt nichts an. Was interessiert er sich dann plötzlich fürs Leben von seinem Vater? Hätte er in den letzten 20 Jahren doch mal gefragt und sich was von mir erzählen lassen. Aber da hat er ja keine Zeit gehabt, hat sich um seine eigene Familie und um seine Arbeit kümmern müssen. War ja bei mir nicht anders. Aber ich sehe es ihm an, jetzt hätte er ein paar Fragen an mich, jetzt, wo es zu spät ist. Schade, hätte ihm gern erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, die Frieda und die Lilli, ihre Freundin. Und wie das Auf und Ab und ein großes Durcheinander in mir drin war. Und ich mich nicht richtig hab entscheiden können. Sie waren halt alle beid schön und lustig und intelligent. Warum's dann die Frieda war ist? Ich weiß es auch nicht mehr. Die Lilli ist halt damals auf Australien und die Frieda ist da geblieben. Und ich hab gemeint, die Lilli will doch nix mehr von mir wissen. Auch noch allem, was vorher war. Schöne Momente haben wir erlebt gehabt, ganz arg schöne. Aber die Frieda hat mich auch gern gehabt und ich sie auch. Sind wir halt zusammengeblieben. 27 Jahre später ist er dann gekommen. Der erste Brief von der Lilli. Die Frieda hat ein bisschen komisch geguckt, aber es war nicht viel drin gestanden. Ich hab ihr den Brief zum Lesen gegeben. Da hat sie gesagt, schreibe ihr zurück und einen Gruß von mir dazu. Das hab ich gemacht. Aber wir haben uns dann unsere Briefe ins Büro geschickt. Ihren Harald hat es ja auch nicht zu wissen brauchen. Sie hat gesagt, er wär immer so eifersüchtig. Es ist nicht lang hin und her gegangen, aber ich hab sie aufgehoben. Ob die Lilli meine Briefe auch noch hat? Der Sepp hat jetzt angefangen zu lesen. Daheim, obens, allein am Tisch. Ob er sie auch der Martina und dem Fritz und der Hetty zu lesen gibt? Ist auch egal, ich kann nichts mehr machen. In Heidelberg haben wir uns mal getroffen. Mir gibt's heut noch einen Stich in die Brust, wenn ich da dran denke, du. Was nachher wär, wann damals was draus war wär. Die Lilli war so klar, so wunderbar. Ob die Frieda jemals was geahnt hat? Aber es ist ja nichts passiert, bis auf die Briefe. Ich hätte sie doch fortschmeißen sollen. Hab's ja doch nie mehr gelesen. Nachher aufgehoben auf dem Speicher ganz hinten in dem kleinen Holzkistel. Der Sepp guckt auf unser altes Hochzeitsfoto an der Wand, die Frieda und ich im Park. Er guckt mich lang an, wie wenn er verstehen tät. Jetzt schüttelt er den Kopf und sagt ganz leis: Mensch, Vater,